Hallo und herzlich willkommen zur NASCAR Whelen Euro Series 2023. Wir sind zu Gast auf dem Autodrom Most in der Tschechischen Republik und wir schauen uns heute gemeinsam die beiden Euro NASCAR 2 Rennen an. Im Fokus natürlich der Luxemburger Gilles Linster, der in der Startnummer 50 von Hendricks Motorsport hier an den Start geht. Er teilt sich den Toyota Camry mit Liam Hesemanns, der in der Euro NASCAR Pro startet. Das hier ist die Strecke, die gemeistert werden muss. In der Euro NASCAR 2 stehen da 14 Runden auf der 4,21 Kilometer langen Strecke an. 21 Kurven müssen hier pro Runde zurückgelegt werden. Und wir schauen auf Runde 7 in der Euro NASCAR 2 und wir sprechen mal mit zwei Schwestern, die hier in der NASCAR Whelen Euro Series mit dabei sind. Hier stehe ich neben Alina Leubnegger auf der linken Seite und auf der rechten Seite Melinda Leubnegger. Das ist Alinas Schwester. Sie ist Sängerin, aber auch ihre Spotterin. Also das zweite Paar Augen an der Rennstrecke. Sie steht oben auf dem Spotterstand und gibt da die wichtigsten Informationen an ihre Schwester Alina weiter. Und sie sagt, insgesamt ist es natürlich großartig, die Unterstützung meiner Schwester hier an der Rennstrecke zu haben. Sie organisiert so viel, sie nimmt mir so viel Arbeit ab. Wir sind da ein Herz und eine Seele und arbeiten sehr eng zusammen. Ja, welche Informationen bekommt sie denn eigentlich von ihrer Schwester durchgegeben? Es ist natürlich so, dass sie immer wieder sagt, wo sind die anderen Autos? Ist jemand innen? Ist jemand außen? Oder hat die Rennleitung irgendwelche wichtigen Informationen weitergegeben? All diese Informationen sammelt sie und gibt sie mir dann auch sofort weiter. Sie ist also mein zweites Paar-Auge in einem Rennen. Also Melinda Leubnegger auf der rechten Seite mit den roten Haaren. Sie sagt, für mich ist das natürlich eine sehr große und auch schwierige Aufgabe. Ich habe hier eine Menge Verantwortung, denn ich muss meiner Schwester hier besonders helfen. Als Spotterin muss ich in jedem Rennen voll konzentriert sein. Ich muss immer alles im Blick haben. Ich darf keine Fehler machen. Motorsport ist ein sehr emotionaler Sport, aber ich muss ruhig bleiben und versuchen, sie hier durch dieses Rennen zu bringen. Und ich gebe ihr natürlich alle wichtigen Informationen weiter, sodass sie hier erfolgreich sein kann. Das sind also Alina und Melinda Leubnegger aus Österreich gewesen. Sie startet hier an diesem Rennwochenende in der Euro NASCAR 2 für Bremotion in der Startnummer 99. Hier schauen wir jetzt auf das Grid der Euro NASCAR 2. Es gab hier in der Tschechischen Republik natürlich wieder einen wunderbaren Gridwalk mit zahlreichen Zuschauern auf der Strecke. Über 30.000 Menschen waren hier an diesem Rennwochenende vor Ort. Wir haben jetzt hier den Start ins erste Euro NASCAR 2 Rennen auf der Pole Position. Der Dauerbrenner in der Euro NASCAR 2, Vladimiros Tsortzis, neben Alberto Nasca in der Startnummer 54. Dahinter dann Jack Davidson in der 48 von Markus Stipp Motorsport und auch Paul Giffrot, eine echte Sensation in dieser Saison, der junge Franzose. Und da gehen jetzt einige schon durch den Notausgang. Das ist in Kurve 1 natürlich eigentlich nicht geplant und es sind Alberto Nasca und Paul Giffrot, die müssen da die Meute jetzt natürlich wieder durchlassen. So ist es jetzt auch passiert. Vladimiros Tsortzis wieder auf der 1, Nasca auf der 2. Giffrot muss noch so ein bisschen kämpfen. Da geht es richtig zur Sache, weil da Jack Davidson mitmischt und irgendwo da müsste auch Gilles Linster sein, während wir jetzt hier den ersten heftigen Unfall haben. Riccardo Romagnoli und Paolo Valeri kommen sich da viel zu nahe. Das Auto mit der 65, The Club Motorsport, lag da sogar auf der Motorhaube der Startnummer 8 von Vict Motorsports. Also wir bekommen jetzt den Restart. Das hier ist die Onboard-Perspektive von der 46, Nick Schneider, der uns das Ganze noch einmal gefilmt hat. Also schon ein spektakulärer Unfall, aber so viel ist A nicht kaputt gegangen und den Fahrern geht es natürlich gut. Das hier ist der Restart und achten Sie mal auf Position 2. Da hat sich nämlich jemand nach vorne geschlichen. Gilles Linster in der Startnummer 50, der Luxemburger. Jetzt in der Angriffsposition direkt hinter Vladimiros Tsortzis aus Zypern. Es gibt einen Single-File-Restart und das Rennen ist wieder eröffnet. Wir sind in Runde 5 von insgesamt 14 und Gilles Linster greift sofort nach der Führung, versucht es hier außen in der Kurve 1, in der Bremszone, kommt da sogar ganz kurz vor Vladimiros Tsortzis, aber der verteidigt hier seine Führung gegen Gilles Linster, der die zweite Position hier verteidigen kann. Dahinter haben wir dann einen heißen Kampf zwischen Paul Giffrot und Alberto Nasca und auch mit dabei die Startnummer 27 von WV Racing. Das ist Patrick Schober aus Österreich, der gerade einmal durch das Bild hier durchgehuscht ist und dahinter geht es schon wieder richtig zur Sache. Jack Davidson muss aufpassen gegen Paul Giffrot. Die beiden sind sich da ganz nahe gekommen und dahinter gibt es einen Dreikampf. Patrick Schober, dann auch noch Roberto Benedetti und in der 69 Melvin de Groot, der aktuelle Legend Trophy Sieger. Die Legend Trophy ist für Fahrer ab 40 Jahren gedacht, die hier in der Euro NASCAR 2 Meisterschaft mitmischen. Vladimiros Tsortzis setzt sich vorne an der Spitze ab. Gilles Linster konnte zwar früh attackieren, aber jetzt hat er Probleme damit, der Pace des Academy Alex Coffey Motorsport Autos mitzuhalten. Und dahinter haben wir dann Jack Davidson auf der 3, Paul Giffrot auf der 4 und Patrick Schober auf der 5. Position.
Dahinter dann auf der 6 Melvin de Groot vor eben Roberto Benedetti. Und dann haben wir dahinter den Lokal-Matadoren, den Local Hero. Das ist Martin Dubek. Das ist der Tscheche, der hier an den Start geht für Hendricks Motorsport in der Startnummer 7. Und das ist der Teamkollege von Jillin-Star und der bestreitet hier sein Heimrennen. In Kurve 1 geht hier Paul Giffreau ganz locker an Jack Davidson vorbei. Der hat das wirklich richtig stark gemacht, der Franzose in der 3, der für RDV Competition an den Start geht. Und der beginnt jetzt natürlich sofort die Verfolgung aufzunehmen. Und zwar auf Jillin-Star, der momentan auf der 2. Position sitzt. Hier haben wir den Kampf zwischen Benedetti und Dubek. Dubek geht da innen rein, versucht es zumindest mal, aber er muss sofort wieder zurückziehen. Da hat er bisher noch keine Lücke gefunden. Jetzt sind wir in der letzten Kurve drin und dann geht es wieder in Richtung Turn 1. Das ist eine ganz spezielle Kurve hier auf dem Autodrom Most. Teilweise wird da im ersten Gang gefahren. Manche Fahrer nutzen den zweiten Gang, aber es wird da heftig gebremst. Es wird super langsam und es gibt da gerade in den Startphasen immer eine Menge Chaos. Aber im Laufe des Rennens ist das eine richtig gute Überholmöglichkeit und das demonstriert uns hier Martin Dubek wieder einmal mit Bravour. Der geht da an Roberto Benedetti vorbei und übernimmt damit die 7. Position. Und dahinter lauert schon in der Startnummer 66 Thomas Dombowski, der für das Team Bleekemolen startet. Der Franzose ist aktuell der Führende in der Rookie Trophy. Ich glaube, es erklärt sich von selbst, für wen diese Sonderwertung gedacht ist. Der Kampf um Platz 4, da haben wir Jack Davidson gegen Patrick Schober, die beiden Side by Side, Türklinke an Türklinke. Und das hat Patrick Schober richtig gut gemacht. Der Österreicher, der in Spanien geboren ist, aber in der Slowakei aufgewachsen ist, hat schon immer mal wieder gezeigt, wie gut der beim Überholen ist. Egal an welcher Stelle, der kann auf den Strecken überall überholen. Das ist wirklich etwas, was andere Fahrer noch nicht so gut drauf haben wie der Youngster aus Österreich. Also da ist wirklich eine Menge Potenzial vorhanden beim Fahrer von Double V Racing, beim Fahrer mit der Startnummer 27. Hier sehen wir das Auto nochmal formatfüllend. Die Italiener von Double V Racing haben wieder einen guten Job gemacht, auch wenn es zu Beginn des Rennwochenendes Probleme mit dem Getriebe gegeben hat. Hier haben wir jetzt Melvin de Groot gegen Martin Dubek. Der Kampf um die 6. Position und Dubek möchte natürlich gerne noch ein Positionchen nach vorne. Vor seinem Heimpublikum möchte der Tscheche unbedingt ein gutes Ergebnis einfahren. Melvin de Groot macht sich aber richtig breit. Da ist es so schwierig, dran vorbeizukommen. Der Niederländer in der Startnummer 69 von Team Bleekemolen ist ein Garant für gute Ergebnisse. Das hat er in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt. Und er hält hier Martin Dubek mit Bravour hinter sich. Und der scheint so ein bisschen ungeduldig zu werden. Immer wieder zuckt er raus, versucht irgendwie an der 69 vorbeizukommen. Martin Dubek scheint auch ein bisschen schneller zu sein. Ja, und jetzt ist er dran. Jetzt versucht das mal innen, sticht rein. Die beiden direkt nebeneinander, Side by Side. Die nächste Kurve ist eine Linkskurve. Melvin de Groot hat aber keine Chance, sich da zu positionieren. Und Martin Dubek geht erst einmal auf die 6. Position. Vorne an der Spitze haben wir Vladimiros Tsortzis und dann Jillin-Star. Und der muss aufpassen, denn da kommt einer im Rückspiegel immer näher. Der wird immer größer, nämlich Paul Giffreau in der Startnummer 3. Wir haben Jillin-Star mittlerweile Mr. Consistency getauft in der NASCAR Whelen Euro Series. Das liegt daran, dass er in dieser Saison bisher in 6 Rennen immer in den Top 5 ins Ziel gekommen ist. Aber eine Position, die hat er quasi gepachtet, die 4. Position. Und das ist natürlich eine ziemlich bittere Platzierung, weil er immer wieder ans Podium vorbeischraubt. Einmal hat er es geschafft, in die Top 3 zu fahren, während wir hier den Dreher von Claudio Capelli sehen. Es gibt eine nächste Gelbphase und das ist keine gute Nachricht für Jillin-Star, denn der hat jetzt Paul Giffreau direkt hinter sich. Da sehen wir die Autos wie an der Perlenkette aufgereiht. Claudio Capelli wurde aus dem Gras bereits befreit, beziehungsweise aus dem Kiesbett. Und damit kann es jetzt hier gleich weitergehen. Tsortzis, dann Linster, dann Giffreau und dann Patrick Schober vor Jack Davidson und Martin Dubek. Dahinter lauert dann schon Melvin de Groot. Also Green Flag ist back in the air. Wir haben insgesamt noch 3 Runden zu fahren hier in Runde 7 der Euro NASCAR 2 Saison 2023 auf dem Autodrom Most in der Tschechischen Republik. Und da verliert Jillin-Star eine Position gegen Paul Giffreau. Platz 3 nur noch für den Luxemburger, nachdem Giffreau ihn da beim Restart ein bisschen abgekocht hat. Da gab es aber ein paar Diskussionen, weil es das Ende einer Full Course Yellow war. Es gab da diese Beschwerden, dass er ein bisschen zu früh aufs Gas gegangen ist, der Paul Giffreau. Aber von der Rennleitung gab es keine Strafe. Die haben sich das Ganze natürlich angeschaut. Und Jillin-Star, der verliert so ein bisschen gerade den Rhythmus. Jetzt hat er nämlich Probleme, auch Patrick Schober hinter sich zu halten. Der Österreicher geht am Luxemburger vorbei und damit ist er wieder einmal auf der 4. Position. Jillin-Star in dieser Saison Platz 4 gepachtet. Ich habe es gerade gesagt, einmal hat er die 3. Position geholt. Der möchte unbedingt mehr Podien holen, endlich seinen ersten Euro-NASCAR-Sieg feiern.
aber aufgrund seiner Konstanz, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das große Ganze, denn er ist immer noch aufgrund seiner Konstanz im Titelkampf mit dabei, Jil-Linster. Da haben wir insgesamt 4 Fahrer, die vorne an der Spitze ordentlich für Furore sorgen. Das sind Vladimir Djordjic, Paul Geffroy, Alberto Nasca und eben Jil-Linster aus Luxemburg. Melvin de Groot wieder vorbei an Martin Dubek. Die beiden liefern sich hier einen sehr intensiven Zweikampf. Dahinter Jack Davidson, der einige Positionen verloren hat. Der nächste Versuch von Dubek. Es kommt zur Berührung und das wird ein richtig heftiger Einschlag für Melvin de Groot. Wir sehen das Auto vielleicht noch so gerade durchs Bild fliegen, mehr auch nicht, aber der schlägt richtig heftig in den Reifenstapel ein. Und natürlich wird hier Martin Dubek für diese Aktion hart bestraft. Er verliert dadurch viele, viele Plätze. Auch wenn er hier erst einmal weiterfahren kann. Vorne an der Spitze Djordjic, Geffroy, dann Schober, dann Linster und das ist die letzte Runde, das sind die letzten Meter. Vladimir Djordjic gewinnt zum 5. Mal in dieser Saison ein Rennen vor Paul Geffroy und Patrick Schober, der sein erstes Podium überhaupt eingefahren hat. Linster wird, ja, was auch sonst, 4. natürlich vor Jack Davidson und Thomas Dombrowski. Und wir haben gerade gesehen, dass Martin Dubek da sehr, sehr weit auch in diesem Rennen zurückgefallen ist. Hier das Interview mit Vladimir Djordjic, dem Sieger. Wir mussten da in 2 Stunden das Getriebe wechseln, weil wir da Probleme hatten im EuroNASCAR Pro Rennen, aber meine Mechaniker haben das geschafft. Ich bin natürlich super happy. Die Performance ist einfach nur großartig. Im EuroNASCAR Pro Rennen haben wir einige Positionen verloren, das passiert schon mal, aber jetzt im EuroNASCAR 2 Rennen, da waren wir wieder da und haben diesen Sieg hier dingfest gemacht. Wir haben eine gute Stabilität, wir haben eine Menge Konstanz und das ist am Ende auch der Schlüssel zum Erfolg. Also wir sind super happy mit dem, was wir hier geleistet haben. Das Team hat einen unglaublich guten Job gemacht und ich bin glücklich, dass ich überhaupt starten konnte wegen dieses Getriebeschadens. Also ich muss nochmal Danke sagen an die gesamte Crew, die hier wirklich einen großartigen Job gemacht hat. Das hier sind die Masterminds hinter diesem Team auf der linken Seite. Federico Monti, Inhaber von Academy Motorsport. Auf der rechten Seite Alex Caffi, der als zweiter Namensgeber mit dabei ist. Der ehemalige Formel-1-Fahrer ist natürlich super stolz auf Vladimir Djordjic, der sagt, wir haben hier einen wirklich talentierten Fahrer im Team, der unglaublich schnell ist, der immer wieder zeigt, dass er zu den schnellsten Fahrern hier gehört. Das Team hat einen unglaublich tollen Job gemacht an diesem Tag. Wir hatten eine Menge zu tun, aber ich muss schon sagen, wir haben hier alles gezeigt. Wir haben wieder einmal gewonnen. Wir sind natürlich super glücklich mit dem, was wir hier leisten. Und wir können nur sagen, dass das Team eine großartige Arbeit leistet. Und der Lohn dafür ist immer mal wieder der erste Platz. Hier auf dem Podium also Vladimir Djordjic neben Paul Geffroy und zum ersten Mal in seiner Karriere Patrick Schober. Jil-Linster wird 4., während hier Jack Davidson den Sieg in der Rookie Trophy feiert vor Thomas Dombrowski und Nick Schneider. Dann haben wir in der Legend Trophy Roberto Benedetti vor Sven van Laere und Matthias Hauer aus Deutschland. In der Lady Trophy gewinnt Alina Leubniger vor Ariana Karsoli und Stefanie Mogorovic. Das war das erste Rennen. Wir haben noch ein zweites hier im Programm. Und da haben wir ein Interview mit Jil-Linster und das hören wir uns einfach mal im O-Ton an. Jil-Linster, 7 races, 7 top 5 results, 2 podiums. What's the secret behind that? Well, actually, I don't really have a secret. I try to stay in the top 5. It's horrible that this P4 is following me. But yeah, consistency is right now still the key point to get a lot of points for the championship. First year with Hendrix Motorsport, and how is it, the team chemistry, and how are you involved in the team to create the setup for you and Liam? Yeah, that's amazing. I have Loris, I think have a EuroNASCAR champion on my side, that helps me a lot. Liam, for me, it's the greatest talent that we have in EuroNASCAR. For sure, he will be the champion. Maybe not this year, it will be a little tough for him, but for sure we will see him winning the championship. And what about you? When is the first race win coming? Hopefully today. Also ich fasse einmal ganz kurz zusammen. Natürlich ist er ein bisschen sauer, dass er immer wieder nur diese 4. Plätze holt. Er möchte unbedingt diesen Nadelstich machen. Also regelmäßig aufs Podium fahren und endlich ein Rennen gewinnen. Er hofft, dass es heute der Fall ist. Außerdem lobt er seinen Teamkollegen Liam Hesemanns bei Hendrix Motorsport. Er sagt, das ist ein echtes Talent, vielleicht sogar der talentierteste Fahrer, den wir hier im Feld haben. Und ich bin mir sicher, dass der eines Tages ein Champion werden wird. So, das Interview mit Jil-Linster. Kurz zusammengefasst, denn wir schauen jetzt schon auf den Start aufgrund der Regenfälle. Und die machten dieses zweite Rennen in der EuroNASCAR 2 super spannend. Gibt es einen Single-File-Restart, denn das Rennen wurde hinter dem Safety Car gestartet. Vorne an der Spitze Martin Dubek, der Local Hero. Der hat im ersten Rennen die schnellste Rennrunde gefahren und hat sich somit die Pole Position geschnappt. Und da geht doch schon wieder einer durch den Notausgang. Wer war denn das? War das
Nick Schneider auch drin. Also da habe ich jetzt einige Autos gesehen und das ist das kaputte Auto von Nick Schneider. Der ist da in dem Vordermann ziemlich heftig aufgefahren. Das Aus natürlich für den Deutsch-Brasilianer von Marco Stipp Motorsport in der Startnummer 46. Im Regen Martin Dubek auf der 1, dahinter Paul Giffrot, der hat schon in Brands Hatch gezeigt, dass er im Regen sehr gut fahren kann und das war damals das erste Regenrennen überhaupt für den Franzosen und dahinter Alberto Nasca. Und dessen Team ist bekannt dafür, dass, wenn die Strecke richtig, richtig nass ist, ein perfektes Setup hinzuzaubern. Cal Racing, geführt von Luca und Corrado Caneori. Das sind wirklich richtig gute Leute da bei den Italienern, die schon viele, viele Titel geholt haben in ihrer Laufbahn, in den verschiedensten Serien und auch hier in der Euronascar zweimal mit Alon Day. Und da haben wir das Auto von Nick Schneider geparkt neben der Strecke, aber in einer sicheren Zone. So kann es weitergehen. So, jetzt wird er angriffig, der Alberto Nasca, und er geht vorbei am Paul Giffrot in der Startnummer 54. Geht Nasca vorbei und übernimmt die zweite Position. Stark gemacht hier im Chevrolet Camaro. Da lässt er den Ford Mustang einfach stehen. Und wer ist Vierter? Na klar, wer sonst? Der Toyota Camry, gefahren von Jill Inster auf der 4. Position in der Startnummer 50. Es scheint so, dass Segen und Fluch weitergeht für Jill Inster. Denn diese 4. Plätze, die sind nicht schlecht. Die bringen ihn definitiv in den Titelkampf. Und da es ja beim Finale auf dem Circuit Solda doppelte Punkte gibt, kann er da wirklich doch mal zum großen Schlag ausholen. Außerdem werden nach dem Rennen in Deutschland, das ist das nächste Rennen, die 2 schlechtesten Ergebnisse eines jeden Fahrers gestrichen. Das ist quasi das Ende der Regular Season dann in der Motorsport-Arena Oschersleben. Tja, und dann schauen wir mal, wo er steht, der Jill Inster mit seiner Konstanz, die ihm hier wirklich den Titel einbringen könnte. Aber es fehlt eben noch dieser letzte Meter, dieser letzte Nadelstich, um zu gewinnen und regelmäßig aufs Podium zu fahren. Oh, und da gibt es Probleme beim Championship-Leader. Wie bitter ist das denn? Vladimiros Tsortzis, der rollt hier am Eingang der Boxengasse aus in der Startnummer 5. Und das ist jetzt ein Freifahrtschein für seine Verfolger. Denn somit haben Alberto Nasca, Paul Giffrot und auch Jill Inster die Möglichkeit, auf ihn hier aufzuschließen in der Gesamtwertung. Auch Patrick Schober ist reingekommen, der hatte keine Sicht mehr im Regen und musste deswegen seinen Ford Mustang mit der Startnummer 27 hier abstellen. Vorne an der Spitze bahnt sich ein Duell zwischen Martin Dubek und Alberto Nasca an. Die beiden hatten ja schon ihre Techtelmechtel. Vergangenes Jahr in Italien auf dem Autodromo di Vallelunga sind die beiden aneinander geraten. Die mögen sich nicht so ganz. Da gab es immer wieder Probleme, aber dieses Mal geht hier alles fair zur Sache. Klar, Martin Dubek muss auch aufpassen nach der Aktion gegen Melvin de Groot am Vortag. Hier lässt er Alberto Nasca ziehen, der damit jetzt die Führung übernommen hat. Nasca auf der 1, Dubek auf der 2, Paul Giffrot auf der 3 und auf der 4, ich habe es schon gesagt, Jill Inster, der wieder einmal gute Punkte holen wird, das ist der Segen, aber womöglich wieder einmal P4 verbuchen wird, das ist der Fluch. Wir sind jetzt so ungefähr bei Rennhalbzeit angekommen, die Strecke wird nicht besonders trocken. Das bedeutet auch, dass wir dieses Mal keine Reifengeschichten erleben werden. In Brands Hatch war es ja so, dass die Strecke im Laufe des Rennens abgetrocknet ist. Da gab es auch Regenfälle und da ging es dann um den Luftdruck. Da hatten einige etwas mehr Luftdruck aufgepumpt in die Reifen. Das bedeutet auch, dass man da insbesondere auf nasser Strecke schnell gewesen ist. Aber als es dann zu trocknen begann, waren die Fahrer mit weniger Luftdruck doch ein bisschen besser, weil die Reifen eben nicht überhitzt sind. Und genau diese Geschichte werden wir hier wohl in Most nicht haben, weil die Strecke einfach konstant nass bleibt. Paul Giffrot gegen Martin Dubek, der erste Angriff des Franzosen auf der linken Seite in der Startnummer 3 gegen den Teamkollegen von Jill Inster in der Startnummer 7. Also jetzt könnte es vielleicht klappen für Paul Giffrot, der da bis an die Grasnarbe ranfahren muss. In der Gischt sehen wir jetzt gerade nicht besonders viel, aber ja, Pustekuchen, da denkst du, der geht da an Martin Dubek vorbei, aber das wird eine Rallycross-Einlage, weil Paul Giffrot sich da ein bisschen verschätzt hat und damit neuer Dritter jetzt Jill Inster. Also, vielleicht wird der Fluch der 4. Plätze dann doch gebrochen. Hier geht gerade Alberto Nasca an Stefani Mogorovic vorbei. Die Kroatin hat ihr Debüt gefeiert in der NASCAR Whelen Euro Series für Academy Alex Coffey Motorsport. Sie war nicht besonders schnell, aber hat ihre ersten Schritte gemacht und das ist das Wichtigste. Sie hatte eine Menge Spaß. Da steht das Auto von Vladimiros Tsortzis. Wir kommen hier ohne gelbe Flaggen aus und schauen Sie sich das an. Paul Giffrot wirklich voll am Limit. Der möchte natürlich unbedingt zurück aufs Podium und da hat er jetzt Jill Inster vor sich. Der Kampf um die 3. Position. Und Paul Giffrot hat gerade gezeigt, der hat richtig Bock, wie der da mit dem Drift durch die letzte Kurve durchgekommen ist. Unglaublich, was der für eine Fahrzeugbeherrschung hat. Und Inster, der macht mal wieder so vieles richtig. Aber jetzt muss er wieder einmal in den Spiegel schauen, denn der Paul Giffrot kommt immer näher und jetzt spielt auch der Verkehr eine Rolle. Jetzt wird er aufgehalten von Ariana Carsoli in der Startnummer 14. Die Italienerin steht ihm da ein bisschen im Weg. Klar, die kann sich nicht in Luft auflösen, aber da geht er sogar über die Wiese an ihr vorbei. Und das hat jetzt hier
Paul Geffroy die Tür geöffnet zu attackieren, denn der ist jetzt plötzlich dran in der Startnummer 3. Das waren wichtige Meter, die Jill Linster hier verloren hat bei den Backmarkern, bei den Überrundungsmanövern. Und jetzt muss er aufpassen, denn Paul Geffroy, der weiß, wie es geht. Das hat er hier immer wieder bewiesen. Most scheint auch eine Strecke zu sein, auf der er sich richtig wohlfühlt. Geffroy kommt jetzt hier im Kurvencenter ein bisschen näher ran, verliert hier aber dann bei der Beschleunigung das Duell gegen Jill Linster, der gar nicht so schlecht hier rausgekommen ist. Also, das könnte eine ganz, ganz knappe Geschichte werden zwischen den beiden, denn die zeigen hier beide gute Leistungen im Regen von Most. Der nächste Backmarker, dieses Mal Alina Leubnegger im Bream Motion Auto mit der Startnummer 99. Die Lady Trophy-Siegerin des Vortages wird auch an diesem Tag wieder die Lady Trophy gewinnen, auch wenn sie hier überrundet worden ist. Und jetzt kommt die Attacke von Paul Geffroy, der kämpft sich innen rein, kommt auf die Bremse. Dieses Mal hält er das Auto auf der Strecke und er übernimmt die 3. Position gegen Jill Linster, der damit wieder 4. ist. Mann, 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 ist das irgendwie bitter für ihn, aber gleichzeitig ist er halt auch immer wieder vorne mit dabei. Es ist so schwierig, das in Worte zu fassen, weil es eine Achterbahn der Gefühle ist, was Jill Linster im Jahr 2023 hier in der NASCAR Whelen Euro Series erlebt. Und vorne an der Spitze haben wir Alberto Nasca, der YouTube-Star aus Italien, der vergangenes Jahr Vizemeister geworden ist in der Euro NASCAR 2. Der war eigentlich the man to beat im Jahr 2023, der, den es zu schlagen gilt. Doch dann kam aus dem Nichts Vladimiros Tsortzis und plötzlich findet sich hier Alberto Nasca in einer ganz anderen Rolle wieder. Der hat eigentlich gedacht, das wird mein Jahr, da kann ich die Meisterschaft holen. Jetzt ist er aber der Top-Verfolger. Na, nicht ganz, der zweitbeste Verfolger. Wenn hier alles so bleibt, denn Paul Geffroy ist mittlerweile an der 54 vorbeigegangen, weil Alberto Nasca im ersten Rennen massive Probleme hatte. Und Paul Geffroy geht da jetzt gerade an Martin Dubek vorbei, während hier vorne Alberto Nasca die beiden Vict-Autos neben sich hat. Das sind natürlich auch jetzt wieder Backmarker, die er irgendwie überrunden muss. In der Gischt ist es so gefährlich, man sieht einfach gar nichts, aber er schafft es sehr, sehr sicher. Und das wird wohl der Sieg werden für Alberto Nasca in der Startnummer 54. Da kommt ein Paul Geffroy nicht mehr hinterher, der Zweiter mittlerweile ist, weil er da auch noch an Martin Dubek vorbeigekommen ist. Also das ist wieder ein richtig starkes Rennen von Paul Geffroy gewesen. Aber noch besser war Alberto Nasca. 2. Saisonsieg für die 54 vor Paul Geffroy und Martin Dubek. Jill Linster wird, na, wer hat's erraten? 4. vor Claudio Capelli und Jack Davidson. Dann haben wir dahinter noch Thomas Toffel gehabt. Auch der hat lange kein Rennen mehr beendet, hatte immer wieder Probleme oder war in Unfälle verwickelt. Das aber Alberto Nasca, der Sieger in Euro NASCAR 2 Runde 8. Hören wir rein, was er zu sagen hat. Also mein Team hat mir immer wieder gesagt, dass wir ein unglaublich starkes Setup haben, wenn es richtig nass ist. Ich konnte es bisher nicht ausprobieren, aber jetzt hatte ich die Chance und ja, sie hatten recht. Also es war ein unglaublich emotionales und schwieriges Rennen aufgrund der Bedingungen. Wir haben einfach versucht, uns nach vorne zu arbeiten und das hat funktioniert. Wir sind an allen vorbeigekommen, obwohl die Bedingungen eben nicht so einfach gewesen sind. Mitten im Rennen habe ich dann irgendwann so ein bisschen Grip verloren. Da sind dann die Verfolger wieder ein bisschen näher rangekommen, aber es hat gereicht, um hier den Sieg zu holen. Also das war eine ganz, ganz wichtige Geschichte und jetzt grüßt er auch noch seine italienischen Fans auf Italienisch. Alberto Nasca, das ist wirklich ein Phänomen. Da haben wir Paul Geffroy, der mit Jill Linster gekämpft hat. Da sehen wir auch nochmal das Battle der beiden, die 3 gegen die 50. Hören wir rein bei Paul Geffroy. Also das war wirklich die Definition eines schwierigen Rennens. Als wir da in der Warm-Up-Lap unterwegs gewesen sind, habe ich gedacht, man kann doch hier nicht sehen, wie sollen wir denn da die Bremspunkte finden? Vor den Kurven habe ich dann angefangen runterzuzählen, sodass ich dann ungefähr die Bremspunkte auch erwische und das hat ganz gut funktioniert, auch wenn ich einmal von der Strecke abgekommen bin. Insgesamt sind wir auf Platz 2 jetzt hier gekommen und wir sind mit dieser Leistung definitiv zufrieden. Wir haben wichtige Punkte gut gemacht auf Vladimiros Tsortzis, der leider ausgefallen ist. Dass wir es durchgeschafft haben, das ist schon ein kleines Wunder. Ich habe quasi nichts gesehen, aber trotzdem war es wirklich der Hammer, wie wir da durchgekommen sind. Wie gesagt, ich habe runtergezählt, um die Bremspunkte zu erwischen, um irgendwie diese Referenzpunkte zu kriegen. Also das war ein wirklich verrücktes und super schwieriges Rennen für mich. Aber ADV Competition hat einen unglaublich guten Job gemacht. Das Auto war perfekt vorbereitet. Wir hatten keine technischen Probleme. Ich konnte wirklich voll ans Limit gehen, obwohl die Bedingungen so schwierig waren. Also wir sind da auf Platz 4 zurückgefallen, dann wieder auf Platz 2 vorgefahren, nachdem ich eigentlich schon auf Platz 2 war. Das war eine Achterbahn der Gefühle, dieses Rennen. Und ich bin natürlich super happy, dass wir in der Meisterschaft ein paar Punkte gut gemacht haben.
Da sehen wir es auch. 283 Punkte für Zortes, 280 Punkte für Giuffreau, 277 Punkte für NASCAR und 264 Punkte für Gillinster. Das sind unsere Top 4, das sind unsere 4 Titelanwärter. In der Rookie Trophy gewinnt Davidson, in der Legend Trophy Capelli und in der Lady Trophy Alina Leubnegger. Und das war's hier mit der NASCAR Whelen US Series aus Most. Es geht weiter am 23. und 24. September in Deutschland in der Motorsport Arena Oschersleben. Mein Name ist André Wiegold. Tschüss und bis zum nächsten Mal.